Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute bin ich im Tessin unterwegs, im Val Bavona. Das ist recht ein wildes Tal. Ich treffe mich mit dem Siro Dado und der Hilde. Der Siro zeigt mir die besonderen Hütten, die er als Kind den Sommer im Tal verbracht hat. So viel Wasser, steile Felswände aus Granit und Marmor. Und schauen, wer stärker ist, der Marmor oder ich. Ich habe wieder viel vor in dieser Sendung. Das ist SRF bei den Leuten, Wunderland. Der Morgen ist eine feuchte Angelegenheit. Nichts ist zu spüren von der Sonnenstube Tessin. Es nieselt und nebelt. Grüezi miteinander. Wir sind im Tessin, wir sind in Gavernio. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verkrügelt reinschaue. Es ist Sonntagmorgen um 6 Uhr. Es hat aber geheißen, ich darf diesen Tag hier in diesem Tal unmöglich verpassen. Die Einwohner die ziehen nämlich zurück nach einem harten Winter zurück in ihr Tal. Wir sind im Val Bavona. Das ist, wenn man von Locarno aus Valle Maccia hintergeht, dann irgendwann einmal links abbiegen. Gut 30 Kilometer nordwestlich von Locarno liegt das Wunderland von heute. Das Val Bavona ist ein Seitenarm vom Maccia-Tal. Ein anderer Seitenarm ist das Val Lavizara. Dorthin gehe ich am Schluss meiner Reise. Zuerst bin ich an einer Prozession von Gavernio auf Canariente. 4 Stunden Weg, gut 10 Kilometer zu Fuß, pilgern durch 11 Dörfli. Am Nachmittag wandere ich von Foroglio auf Puntit, ziemlich steil obsi. Der Siro Dado zeigt mir das Bluabela, eine Hütte gebaut unter einer Felsplatte. Immer Anfang Mai zügeln die Einwohner von Gavernio ins Val Bavona zurück. Sie feiern das mit einer Prozession. Schon bald kommen wir im ersten Weiler an. Der Zug wird von einem Kruzifix aus Mondada begrüßt. Zusammen mit den Leuten ziehen sie Kapelle. Noch ein paar Mal wiederholt sich das Ritual, wie der eine Jesus den anderen küsst. Unterwegs habe ich den Fiorenzo Dado kennengelernt. Er ist ein waschechter Bavonese und wohnt den Sommer durch im Tal. Arbeitet tut er in Locarno als Verleger. Er sei jedes Jahr an dieser Prozession, erzählt er mir. Quante persone qui? Wie viele Leute hat es da? Possono arrivare fino a 300 persone. Am Schluss sind wir bis zu 300. 300 anche Sì. di più. Sì, sì. Und jetzt, wenn es regnet, Sì, sì. kann ich blöse, ist es egal, ob es regnet oder schneit, es hat immer viele Leute. Ist egal. So, gut.
Das ist Sabione. Die 4. Terre, also der 4. Weiler im Val Bavona. Ich bin immer noch mit dem Fiorenzo unterwegs. Und ich habe mit ihm abgemacht, dass ich ihn in den nächsten Tagen noch mal treffe. Hoffentlich dann bei Sonne. Sehr eindrücklich. Wir laufen von Dörfli zu Dörfli und in jedem Dorf kommen wieder neue Leute dazu. Und der Zug wird immer länger und wir ziehen immer weiter in das Tal hinterher. Und obwohl ich irgendwo nicht dazugehöre, keinen Menschen kenne, habe ich trotzdem das Gefühl, sie nehmen mich mit dahinter in ihr Tal. Die Prozession von Ganariente ist eine Bittprozession, wo man gleichmäßig und feierlich langsam laufen. Zu Rosetto gibt es 20 Minuten Pause. Die Leute von dieser Terre servieren jedes Jahr Kaffee und Panettone. So, da gibt es jetzt endlich ein kleines zum Morgen, muss ich ehrlich sagen. Es macht Spass, mit diesen Leuten an das Tal zu erkunden. Ich habe das Gefühl, ich kenne schon alle Einwohner, das hat noch einen Vorteil. Auf der anderen Seite, ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber man müsste eigentlich still sein, beten und singen. Da zu Ganariente bei den Kirchen ist Endstation. Wir sind angekommen, zurück im Tal. Seit 400 Jahren gibt es die Prozession und sie wird heute immer noch genau gleich gefeiert wie früher. Einer Legende nach soll da bei Ganariente ein Dorf unter dem Felssturz begraben sein. Aber wie durch ein Wunder hat es den Kirchen nichts gemacht und darum stehen sie da so allein. Jetzt sind wir angekommen. Das ist Ganariente. Da gibt es jetzt so eine Abschlussmesse. Und nachher, der Höhepunkt, kann man noch Salami und Grappa ersteigern. Und ich habe etwa 2'500 Franken Budget. 45! 45! 46! 46! 50! 55! 80! 10 franchi le uova! 80 per me! Grazie! 10 le uova! Der Grappa hat mir 80 Franken gekostet. Eine Spende für die katholische Kirche im Tal. Tut sie jetzt tatsächlich auf? Mich dunkt die Sonne drücke. Unterdessen bin ich wieder zu Foroglio. Foroglio liegt ziemlich mitten im Tal und dort hat es den Wasserfall. Und das Wahrzeichen heisst auf Dialekt La Froda. Einfach Wasserfall. Ich schätze, er ist etwa 100 Meter hoch und er schädert über eine Felswand ab gewaltig. Oben im Wasserfall gibt es ein Hochtal, das Val Galneccia. Und bis ich dort bin, geht es steil ab. Eine halbe Stunde brauche ich schon dafür. Im Val Galneccia habe ich abgemacht. Ich wette, dass der Siro Dado mir seine Splüa Bela, eine Hütte unter einer Felsplatte, zeigt. Mit dabei ist auch die Hilde, seine Freundin. Buongiorno! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Sono Nick! Ciao Nick! Hilde! Sì. Dove ci troviamo qui? Qui, Wo sind wir Pontito. da? Pontito. Pontito? Sì. Se vuoi possiamo andare alla Splüa. Ti piace la Splüa Sì. bella? Vuoi vedere? Sì, e una spluga.
È un Devi dire Splüga qua. sotto un Sass, sotto un grande Sass. Ein grosser Stein? Sì, sì, Okay, sì, sì, also sì. gut. Der Siro nimmt mich mit zu seinem Splüa. Una Splüga. Una Splüga. Ja, Bela. Hilde, du verstehst Schweizerdeutsch. Ja, ja. Also gut. Wenn ich nicht mehr weiter wüsste, Italienisch, Dann sagst du's. dann hilfst du mir. Genau. Gut. Ehi, Also komm, wir gehen andiamo. hinterher. Allora. Früher ist jeder noch so kleine Flecken Gras fürs Vieh gebraucht worden. Und darum haben die Bauern ihre Häuser nie auf die grüne Wiese gestellt. Im Laufe des Sommers sind die Hirten mit den Tieren vom Talboden zuerst aufs Meiensäß gezügelt und von dort auf die Alp. Wo sie Futter hatten, haben sie ihre Tiere weiden. Unter grossen Steinen in der Splüi haben sie gewohnt und die Tiere hatten dort einen Unterstand. Questa è la Splüia. Sì, questa Sì. è la Splüga, esatto. Madosca. Ah, una casa naturale. Una casa naturale. Fa un po' di rumore, ma manca olio. Es fehlt ein bisschen am Öl an der Tür. No, schau mal da so. Ma. Es ist una casa per tutta la famiglia. Sì, eravamo 4. Das war ein Haus für die ganze Familie. Für das vierte sind sie da drin. Qui era il letto Da oben war das Bett. e niente, andava un po' di fumo perché lì era fa il formaggio e un po' andava un po' di fumo, ma fa bene quello. Also da war das offene Feuer und dann hat es halt ein bisschen Rauch gegeben. Quali sono i tuoi ricordi? A was erinnerst du dich? Ricordi quando apri la porta Sì. tutto quel che vedi? Also sobald die Türen Questi sono aufgehen, kommen ancora die Erinnerungen. queste cose del formaggio qui dove ti ricordi tutto dopo. E tutti ancora qui. Alles ist immer noch da. Ja, alles ist noch da. Genau so, wie es dem Siro sein Vater bis kurz vor seinem Tod vor 13 Jahren noch gebraucht hat. Seither wird sie nicht mehr bewohnt. Ist es kalt in der Nacht? Ma no, noi avevamo non proprio il sapsac, avevi coperte molto pesanti e mettevi quelle. No, quando sei sopra. Dicke Decke, Devi lavorare quando eri stanco. Also, Era Stank. stanco. Also sie haben so fest gekrampft, dass sie so todmüde waren, dass man schnell eingeschlafen ist. Da. No. Praktisch die Verbindungstür in ehemaligen Stall durch. Ecco, questa qui è la vacchiera. Da sind wir im Kuhstall, erzählte Siro. Wenn es stark geregnet hat, so konnte man da in Ruhe melken. Anche con un forte temporal. E Also wenn ein heftiges Gewitter runter ist, dann sind die Kühe da reingekommen und haben sich da zurückziehen. Und sind mal so richtig zünftige Gewitter runtergekommen? Und die kommen dauernd. Die kommen immer. Ja. Und dann klopft es und tätscht es wahrscheinlich. Temporali, ne, abbiamo Gewitter hat es viel, aber was könnte da schon passieren? Der Stein da, der sei stärker als alles andere. Und darum hätte Siro noch einen Rat für mich. Kopf einziehen. Attenzione alla testa. Sì, le teste. Die Splüia Bela. Wer weiß, vielleicht das schönste Felsenhaus, das es im Tal noch gibt. Che lavoro fai tu oggi? Was machst du heute? Was schaffst du? Oggi è una domenica, non si lavora. No, non è domenica, ma... Am Sonntag, da arbeite ich nie, sagt Siro. Un muratore. Sonst ist er Maurer oder macht halt, was so kommt. Questa sì. Er ist Maurer und macht halbe Kunstwerke, kann ich mir sagen, aus dem Granit. Und Hilde, du bist irgendwann einmal ins Leben gekommen vom Siro. Ja, vor 12 Jahren. Ich habe vorher schon seinen Vater und seine Mutter gekannt, weil ich immer viel hier war. Schon so seit 1993 bin ich eigentlich immer hier im Tal. Was hast denn du da gesucht? Ruhe.
Also ich habe viel zu Werk mit Kollegen und wir sind gern hier hingekommen, weil hier einfach noch nichts los war. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Hier, im Calneggiatal. Ciro, lui mi chiede come abbiamo fatto conoscenza. Era qui. E Sul sentiero, lei andava da una parte, io dall'altra. Er war am Feuerchen machen und was am Essen kochen und ich habe Pilze gesucht und dann haben wir gesagt, ja komm, dann hocken wir auch noch was zusammen und reden noch ein bisschen. Was hast du gelernt vom Ciro? Auch, dass man das Leben ganz schön leicht nehmen kann und dass man es sehr genießen kann. Dass alles nicht so wichtig ist und dass man sich über alles nicht so viel aufregen muss. Ich will den Ciro fragen, was er von dir gelernt hat. Lui vuole chiederti che hai imparato da me. Imparato da lei. Sì. Andare in giro col treno, perché non l'ho mai fatto. Für die Liebe habe er ein Tabu gebrochen und sei mit dem Zug zur Hilden auf St. Gallen gefahren, weil sie einen Unfall hatte. Eigentlich waren die Ferien in den Bergen geplant. Io ho dovuto prendere il treno e così ho rotto quel tabù. Also du hast gelernt Zug fahren? Perché la lingua, dopo vai, ti fermi in una stazione. Er, der kein Wort Deutsch könne, habe es probiert und seither könne er es. Er ist molto abituato, er bewegt sich in St. Gallen sehr Ich war. Ob die Hilde nach der Pensionierung ganz ins Tal zügelt, das sei noch offen. Im Moment reist sie noch hin und her von St. Gallen daher. Mein zweiter Reisetag fährt hinterst im Val Bavona an. San Carlo. Ich fahre in die Robier rauf. Auf fast 2000 Meter oben gibt es ein Kraftwerk mit einer Baustelle. Bis Mitte Juni fährt die Seilbahn nur für die Arbeiter, im Sommer dann auch für Touristen. Ganz vorne im Tal, zu Mondada, gibt es nochmal eine Baustelle. Dort schaue ich zu, wie der Eugenio D'Alessi typische Steinmauern macht. Über den Wolken, quasi im Himmel vom Val Bavona, am Fuß vom Basodino, am höchsten Berg der Tessiner Alpen, liegt die Robier. Seit 1969 wird hier mit Wasserkraft Strom produziert. Und obwohl man hier ein Kraftwerk hat, das Val Bavona selber ist nie elektrifiziert worden. Nur St. Carlo, der Ort, wo die Seilbahn abfährt, hat Strom. Mit im Bändli heute Morgen sind Arbeiter und der Daniele Buzzini von der Maccia-Kraftwerk. Warum bist du eigentlich nicht in Zürich geblieben nach dem Studium? Du hast an der ETH studiert, oder? Maschinenbau? Ja, Maschinenbau, die ersten 2 Jahre dann vertieft. Ich habe Produktionswissenschaften vertieft. Ja, ich meine, für die Tessiner, es gibt immer diese Anziehungskraft des Kantons. Und dann, als ich die Möglichkeit gehabt habe, dann habe ich einfach Ja gesagt. Ein Kraftwerk für einen Maschinenbauingenieur, ist das so wie das größte Personenflugzeug für einen Piloten? Ja, sind die Kathedrale der Technik vielleicht. Die wirklich, von außen sieht man nichts, wenn man drin ist, diese sehr große Maschine und eine kathedralartige Maschinensaal. Schon etwas Besonderes. Für die Techniker und Ingenieure, das macht schon etwas.
Und trotzdem habt ihr es nicht geschafft, das Valle Bavona zu elektrifizieren. Da oben wird so viel Strom produziert, dass es für alle großen Deutschschweizer Städte reicht. Aber das Tal, das eigentlich dazugehört, das hat noch keinen Strom. Das ist die Besonderheit. Damals hat man eine Abstimmung gemacht und die Leute wollten das nicht. Und das ist so geblieben. Von den 60er Jahren her ist es so geblieben. Sie wollen, dass es so bleibt wie vorher und das kann ich gut verstehen. Durch den Bau des Kraftwerks hat sich die Landschaft in der Robier recht verändert. Ein grosser Teil des Werks ist im Berg versteckt. Dorthin nimmt mich Daniele mit auf eine Baustelle, die man von außen nicht erahnen kann. Wow, gut. Die Matcha-Kraftwerke sind da seit gut 4 Jahren wieder am Bauen. Sie müssen aus Altersgründen Generatoren und Turbinen ersetzen. Auf fast 2000 Meter oben nicht ganz einfach und darum sind unter Tag ganze Werkstätten eingerichtet worden. Alles, was die Arbeiter sur place herstellen können, machen sie da. Etwa 60 Männer arbeiten im Moment auf der Baustelle am Umbau des Kraftwerks in der Robier. Der hydraulische Teil, werden wir nachher sehen, ist unten. Hier, das ist wie eine herkömmliche Dynamo. Wenn das Wasser durch die Turbine läuft, dreht sich dieses Rotor und die Turbine erzeugt die Dynamo. Erzeugt der Strom. Ich mag solche Baustellen, da wird noch richtig gearbeitet. Das ist schon eindrücklich. Ist sehr eindrücklich. Wie geht es dir, wenn du jeweils da reinkommst, in deine Kathedrale? Hey, das ist immer etwas Spezielles, weil von draußen sieht man nichts. Und wenn man reinkommt, das ist, wie du sagst, das ist eine Kathedrale. Und für einen Techniker oder Ingenieur, das ist schon etwas Spezielles. Der neue Generator ist gesetzt. Jetzt tun sie ihn noch einbetonieren, dass er dann auch hebt. Der Umbau ist eine logistische Grossübung. Welche Maschine produziert wann Strom und wann wird sie ausgewechselt? Nick, hier siehst du die 5 Wasserhähne. Entweder sind sie geschlossen oder geöffnet, je nachdem, ob wir turbinieren oder nicht. Hier siehst du, eine der zweitletzte ist geöffnet zum Beispiel. Und die 2 sind geschlossen und 2 werden im Moment montiert. Ein bisschen größer als der Wasserhahn zu Hause. Da kommt das Wasser durch und macht dann Strom. Ne? Absolut, absolut richtig. Der Daniele und ich steigen noch einen Stock tiefer. Da sind wir im 2. Untergeschoss angekommen. Hier, Nick, siehst du den untersten Wasserhahn und oben siehst du der Laufrad. Du musst dich vorstellen, das Wasser fließt von oben nach unten, das sind die Schaufeln. Okay. Das ist jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder wie beim Beginn oben. Ist das jetzt der unterste Teil dieser Maschine, die wir gesehen haben? Gleich zu Beginn. Maschine 1, ja. Und die produziert ab nächstem Jahr Strom. Ab nächsten Jahr. Hoffen wir. War super. Herzlichen Dank. Ganz spannend. Prego, Grazie Nick. mille. Prego. Das ist Mondada. Und ein bisschen obendran gibt es nochmal eine Baustelle. Und dorthin will ich jetzt. Typisch fürs Val Bavona sind auch die vielen Steine. Aufgeschichtet zu wunderschönen Trockenmauern. Wo ich her schaue, nichts als Stein. Die einen Steine sind ein paar wenige Kilo schwer, andere sind schnell einmal 30, 40 und mehr Kilo. Und für solche Bröcke braucht es Muckis und einen starken Rücken.
Vor ein paar Tagen haben die Arbeiter hier einen alten Stall abgerissen. Steine brauchen sie jetzt wieder für eine neue Mauer. Vieni, Matteo, non c'è problema. Das ist ein steiles Tal, da geht es links und rechts nur Opsi. Fels und Steine die sind allgegenwärtig und bekanntlich kann man an einem Fels ja nicht rütteln. Man muss leben damit. Oder noch besser, damit arbeiten. Und das macht auch der Eugenio D'Alessi. Dort oben. Die Handarbeit von Eugenio ist da ziemlich gefragt, für die Mauern regionaltypisch zu verkleiden. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei Eugenio. Sì. Sono Nick. Buongiorno. Buongiorno. Come hai imparato questo mestiere? Wie hast du das gelernt? Ma bon, il mestiere io ho fatto la scuola, ho cominciato la scuola Zuerst habe er eine Maurerlehre gemacht. Sein Vater hatte ein Geschäft und dort habe er seine Lehre gemacht, erzählt Eugenio. Später hat er dann noch die Polierschule gemacht und als sein Vater pensioniert wurde, da hat er den Betrieb übernommen und jetzt mache er die Arbeit schon seit 30 Jahren. Posso aiutare? Qualcosa? Kann ich irgendetwas helfen? Vuole provare a fare? Sì. Allora abbiamo questo scegliamo questo sasso. Also den haben wir jetzt schon mal ausgesucht. Che questa ha una facciata, ha un piano e noi lo presentiamo. Er müsse schauen, dass die Steine schön waagerecht zu liegen kommen. Naturalmente così vede non va. Ja, das geht jetzt natürlich nicht, weil der gewackelt da. Hm? Allora, richiede o fare una lavorazione. Manchmal müsse er einen Stein auch kehren. Sull'altro lato. Così bene vediamo, così? Così è già bene. Gut, das ist jetzt gut, das lange. E qui? I sassi devono sempre essere a livello. Und dann wird noch mit einem kleinen Stein ausgeglichen. Quindi cerchiamo un altro sasso per eguagliare. È come un puzzle, hä? Wie ein Puzzle. Un puzzle. Puzzle. Come un puzzle. Devi andare a congiungere. Vuoi provare a mettere il sasso? Jetzt bin ich dran. Provare. Mettere il sasso qui. Sì, proviamo a mettere il sasso qui. E prova, vede il sasso non è proprio forse piano. Wenn der Stein gewackelt, dann muss man ihn einfach drüllen. Vede così, è più piano. Also gut. Nicht kompliziert, aber man braucht Geduld und so wächst die Mauer Stein um Stein in die Höhe. Spostiamo leggermente. Eugenio, grazie mille. Molto interessante. Grazie, buona giornata. Buona continuata, wie sagt man? Genau so. Grazie, ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Es heisst Buona Continuazione. Habe gute Zeit, wollte ich natürlich sagen. Etwa eine Woche arbeitet Eugenio an dieser Mauer. Eben tut sie dann für die Ewigkeit. Mein dritter Reisetag fährt mit einem Spaziergang an. Eigentlich hätten Fiorenzo Dadò und ich wandern, aber eben, es regnet. Später am Tag fahre ich mit dem Postauto vom Val Bavona ins Val Lavizzara auf Beccia. In einem typischen Grotto gibt es etwas zu essen, bevor in der Bildhauerschule auf mich eine steinharte Aufgabe wartet. Die Sonne versteckt sich immer noch. Ein Spaziergang mit dem Fiorenzo liegt aber trotzdem drin. Fiorenzo, perché si torna sempre alla valle? Warum kommen wir immer wieder zurück ins Tal? Jedes Jahr? Ma perché qui è la mia vita. Sono nati i miei antenati, i miei nonni, sono morti qui e per noi tornare qui è normale, è come un ritorno alle radici. Io giro tutto il mondo per lavoro, giro anche tutta la Svizzera, lavoro a Locarno, all'ufficio, ma poi alla sera io devo tornare qui.
se no non sono felice, non sono sereno. Das ist daher, wo er immer wieder kommt, der Fiorenzo. Die Familie ist hier aufgewachsen, seine Großeltern sind hier gestorben. Er hat die ganze Welt gesehen und da ist es halt dann schlussendlich immer wieder am schönsten. Der Fiorenzo hat mir noch erzählt, dass er nach einem Tag im Büro zu Locarno gerne heim in sein Tal komme. Das sei sein Leben. Und wenn er aus irgendeinem Grund nicht kommen konnte, dann sei er nicht zufrieden. Che cosa ti rende felice alla valle? Was macht dich glücklich da? Ma mi rende felice prima di tutto tornare. Richtig glücklich meint er mich in, dass er spüre, dass er hierher gehöre, weil er da geboren sei. Und dann sei da eine Ruhe und die Natur, nichts von Umweltverschmutzung. Man könne da gut alleine sein. Si è soli? Si è soli perché qui c'è pochissima gente. Senza turisti? Con pochi turisti. Okay. Diciamo. Ein bisschen Touristen dürfen es haben, aber so, die Einsamkeit ist halt schon schön da. Die Brücke über die Pavona, weiss der Fiorenzo, sei früher eine wichtige Verbindung vom Berg ins Tal gewesen. Questo ponte è speciale, no? Questo ponte è molto speciale perché collega la valle e una volta che c'è stato una grossa alluvione. Einmal hat es da eine riesige Überschwemmung gegeben und das Wasser sei über die Brücke geschossen und hat sie kaputt gemacht. Aber man hat die Brücke wieder geflickt. Wenn es regnet, könne es ziemlich tun im Tal, es kommt sehr viel Wasser im Fluss. Das könne schon ein paar gefährlich sein. Plötzlich habe ich gesehen, dass das Wasser ganz schwarz kommt. So nera. Qui l'acqua cambia molto. Ja, das Wasser könne schnell die Farbe ändern und in wenigen Minuten ziemlich steigen, meinte Fiorenzo. Nach dem Spaziergang verlasse ich Val Bavona, und zwar mit dem Postauto 4-mal am Tag Fahrteis. Zum Schluss meiner Reise geht es ins Val Lavizara auf Beccia. Beccia ist ziemlich bekannt wegen der Bildhauerschule. Im Moment gibt es im Dorf eine Ausstellung von Künstlern, die alle mal an der Schule unterrichtet haben. Zuerst mache ich aber noch einen Besuch in einem typischen Grotto beim Christian Zink. Der Christian ist in Ascona aufgewachsen. Sein Vater kommt aus der Deutschschweiz, seine Mutter aus Deutschland. Der Christian sagt von sich aber, er sei Tessiner. Jeden Tag kocht er auf dem offenen Feuer Polenta. Je nach Wetter mehrere Töpfe voll. Heute langen die 2 da sicher. Das Grotto heisst Bozzasch. Das ist Tessiner Dialekt und wird mit Pfützen übersetzt. Leicht Abschätzung gemeint. Für so einen schönen Ort. Christian, man hat mir gesagt, du sitzt da hinten, wo es nach Polenta schmeckt. Ciao Nick. Ciao. Ciao, bene, grazie a te. Ja, so siehst du aber auch aus. Gut, danke. Macht schon lustig. Tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt da so Polenta durchs Maul ziehe. Aber ich bekomme jetzt eben ziemlich sicher einen Teller davon. Ja, das glaube ich schon. Gell, mindestens ja, einen. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtige Tessiner Polenta. Schau jetzt. Oh. Ah, super. Ey. Polenta. Ja, das lange dann auch. Spezzatino. Das ist Voressen. Palemaggia, Formagella, Mortadella. Und das ist selber gemetzgertes Fleisch? Das ist bei uns selber gemetzelt. Und das machst du, wenn es regnet, oder? Nein, im Winter. Also heute. Also. Im Winter. Du bist etwa ein halbes Jahr da, sind wir am Kochen, zusammen mit deiner Frau, mit der Claudia. Ja.
Und in der anderen Hälfte des Jahres tust du vorbereiten, dass du wieder genug Würste hast. Ganz genau. Und ein bisschen Ferien dazu. Und wenn es so regnet wie heute, kommt ja außer dem Hartmann niemand, oder? Nein, wir haben immer ein bisschen einen Betrieb. Das ist ein bisschen weniger als normal, aber bei schönem Wetter ist die Terrasse dann voll. Hast du nicht Zeit? Ja. Komm, sitz so schnell her. Bozasch heisst Pfütze. Das ist ein Stück vom See, wo eben ein bisschen grösser ist, wie ein kleiner See. Weil es immer regnet da, oder? Nein, es regnet nicht immer. Wir haben so schöne Tage, auch im Petscha oben. Wann hast du es am liebsten da hinten im Tal? Wenn du alleine bist und es regnet oder wenn du die Terrasse voll Leute hast? Wenn die Terrasse bumsvoll ist. Also es hat auch schöne Momente, wo man allein ist, wo man sich vorbereitet, wo man Polenta kocht draussen, wo man die Wurstwaren vorbereitet. Aber wenn es dann richtig losgeht, dann... Warum bist denn du da hinten? Du könntest ja auf der Weltgeschichte umeinander gondeln als Chefkellner in den besten Restaurant, oder? Das bist du ja vorher gewesen. Das bin ich vorher gewesen. Ich habe irgendwann mal im Leben meine Liebe in dem Tal kennengelernt und seitdem bin ich da. Also die Liebe zum Tal oder die Liebe in Form von einer Frau? Liebe in Form von einer Frau. Wie ist das, eine Beziehung führen und ein Restaurant gleichzeitig? Viele haben gesagt, es ist schwierig, es funktioniert nicht. Und ich kann dir gerade das Umgekehrte sagen. Es funktioniert. Wir haben getrennte wie sagt man? Schlafzimmer? Nein. Getrennte Aufgaben. Ich bin verantwortlich für die Polenta, für die Metzgete, für die Küche und Claudia ist im Service tätig. Und so funktioniert. Kannst du überhaupt Polenta noch anschauen, wenn du jeden Tag so viel machst? Ja, hast du es selber noch gern? Sicher. Das ist übrigens hervorragend. Danke vielmals. In diesen Felswänden hat es Marmor. Der einzige in der Schweiz, der abgebaut wird. In Petscha in der Bildhauerschule kann man damit arbeiten. Es gibt Kurse für Anfänger und Profis. Ich will lernen Steinhauen und darum habe ich da mit dem Chef abgemacht. Guten Morgen. Morgen. Du bist der Alex. Sorry, Nick. Wieder Nick. Willkommen. Ja, danke. An der Bildhauerschule. Hast du schon mal Stein gehauen? Nein. Nicht? Wollen wir es probieren? Ja, sehr gerne. Also, das ist etwas, wo ich finde so Bildhauerei extrem spannend. Ja. Ich weiss nicht, ob ich geduldig genug bin. Ich glaube, das müsste man sein, oder? Ja, das braucht man. Wir können aber einfach mal einsteigen und einmal anfangen. Ich denke, wir könnten mal... Schau mal, was ich dir parat gemacht habe. Das ist ein Stein. Das ist ein Marmor. Das ist nicht einfach ein Stein, das ist ein Stück Marmor. Von da? Von da, Petscha Marmor. Und die Aufgabe, die du hast, ist einfach, da innen eine Form zu suchen. Vielleicht zu imaginieren. Du musst mal die Augen zumachen und dann den anschauen. Und dann dir vorstellen, da drin sitzt eine Form. Das ist Hammer und Meißel. Der Klassiker, oder? Mit dem fangen wir an. Gerne. Gut. Ich würde mal sagen, komm, wir fangen mal da an. Jetzt bist du flach. Siehst? Jetzt musst du ein bisschen steiler. Du musst, damit du lang durchheben kannst, brauchst du ja Ausdauer, oder? Musst du so schlagen, wie der Hammer würde fallen. Verstehst du? Der geht automatisch so, oder? In der Schwerkraftlinie. Und dann, wenn wir da einfach mal lösen, und dann geht es wie von selber. So. Das ist sehr gut. Tagelang spitzen, oder? Kannst ruhig steiler rein, oder? Kannst gerade so in den Spalt reinfahren. Ja, genau. Der musst du schauen, der löst es. Du siehst? Super, ja. Ja, das sind doch Erfolgserlebnisse.
Aber wenn du sagst, jetzt bei mir eben ein paar Stunden oder vielleicht schlussendlich eine Woche, wie lange ist denn so jemand dran wie der Herr dort hinten? Der Kurt ist 12 Jahre jetzt dran an seinem riesen Werk. Aber weißt du, was er macht? Genau das Gleiche wie du. Er spitzt. Die ganze Form, die du jetzt hier siehst, ist nur gespitzt. Das ist ja unglaublich, oder? Er ist natürlich einfach dran und man weiß nicht, wann es aufhört oder wann es fertig ist. Was erlebst du bei den Leuten, die zu dir kommen, was mit ihnen passiert, wenn sie etwas gemacht haben? Was wir erleben, ist natürlich, dass die Leute herkommen, ein bisschen aus dem schnellen Leben und runterkommen und dann so plötzlich in eine Zeitlosigkeit hineinkommen. Und das ist unglaublich, wie die so aufgehen, die so aufleben und so plötzlich so... Ja. Die Krankenkasse zahlt es aber nicht. Wir sind dran. Wir sind dran. Oder? Das ist nicht so abwegig, oder? Wirklich, es ist super. Am Anfang hat mir Alex ja gesagt, ich solle die Augen zumachen. Und da habe ich ihn gesehen. Michelangelo sein David. Das ist schon sehr gut, oder? Also man hat das Gefühl, du gehst jetzt schon ab, oder? Sensationell. Zugegeben, ich bin kein Michelangelo, aber vielleicht gibt es gleich ja ein Knie oder einen Ellbogen vom David. Seit 30 Jahren gibt es die Bildhauerschule zu Beccia schon und fast gleich lang kümmert sich der Alex um seine Schülerinnen und Schüler und gibt sein Wissen weiter. Vor lauter konzentriertem Arbeiten habe ich gar nicht gemerkt, wie das Wetter wechselt. Ich würde sagen, in 10 Minuten haben wir den. Und nachher können wir anfangen zu feilen, oder? Aber es soll ja schon noch rund bleiben, oder? Ja, du gehst jetzt Form, oder? Den Rhythmus kannst du ein bisschen langsamer, mehr in den ja, so. Du musst in den Rhythmus hineinkommen. Und immer schön im rechten Winkel, oder? So Fläche, also nicht reinhacken, irgendwie so. Ja. So, sehen Sie es auch? Das ist doch ganz klar am David sein Knie. Jawohl. Was Sie übrigens verpasst haben, ich habe mir etwa mal eins auf den Finger gehauen. Du solltest gerade noch so steiler reinziehen. Einfach mal mit dem Eisen fast gerade, dann, weil es natürlich um die Kurve geht, oder? Jetzt da rein. Genau, das ist unser Ansatz. Super. Und das können wir jetzt hier rundherum ziehen. Nachher können wir schauen, wie das aussieht. Genau. So wie wenn es reingehen würde. Genau. Also. Super. Reinziehen. Nicht weggehen. Rein. Genau. Alex, du hast mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Das hat mich total gepackt. Das mit dem Wetter habe ich völlig vergessen. Und ich weiss, wenn Sie das Wunderland hier unten entdecken wollen, dann scheint sicher die Sonne. So, ob es nächste Woche eine Sendung gibt, ehrlich gesagt, ich weiss es noch nicht. Vielleicht bleibe ich ja da und mache den Stein fertig. Auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen. Gute Woche. Tschüss. Also komm. Da, hä? Ja. Es gibt eine Sendung. Nächste Woche ist der Nick im Aargauer Jura unterwegs. Auch dort gibt es ganz besondere Steine. Da geht es jetzt weiter mit Fortsetzung folgt. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.